Hoi und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge. Ich bin Naira, bei mir lernst du Schweizerdeutsch für deinen Alltag. So, ich freue mich. Heute habe ich mich hingesetzt und mir vorgenommen, meine erste Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich möchte gleich damit starten, dir zu erklären, wieso und vor allem auch, warum du diesen Podcast anhören solltest. Also vielleicht, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Schweizerdeutschlehrerin. Eigentlich bin ich Deutschlehrerin, Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache und ich arbeite in Bern. Viele meiner Schüler haben in den Jahren, in denen ich unterrichtet habe, zu mir gesagt, Naira, das ist alles schön und gut, was wir hier lernen, aber hey, im Supermarkt und auf der Straße, da spricht man gar nicht so, wie du uns das hier lernst. Im Deutschkurs lernt man natürlich Standarddeutsch, also Hochdeutsch, oft sogar Standarddeutsch aus Deutschland, weil die Lehrbücher so konzipiert sind. Aber in der Schweiz, in der Deutschschweiz, spricht man im Alltag Schweizerdeutsch. Unter Schweizerdeutsch versteht man die Gesamtheit aller Dialekte, aller deutschen Dialekte, die in der Schweiz gesprochen werden. Und die unterscheiden sich schon vom Standarddeutschen. Ich habe mich entschieden, diesen Podcast «Hören, Lesen, Laffere» zu nennen. «Hören», das ist Schweizerdeutsch für Zuhören, «Lesen» für Lesen und «Laffere» für sich unterhalten, zusammen quatschen. Genau. Und ich möchte dir mit diesem Podcast die Möglichkeit geben, ein bisschen Schweizerdeutsch zu hören, dann möchte ich dir auch jeweils Materialien zur Verfügung stellen, um den Text auch nachzulesen. Und laffere, sich unterhalten, das ist, was ich mit dir machen möchte. Ich möchte mich mit dir über die Sprache unterhalten und dir Tipps und Tricks dazu geben. Genau. Ich möchte die Folgen jeweils so aufbauen, dass ich damit starte, einen Text vorzulesen. Du kannst zuhören und versuchen, so viel wie möglich zu verstehen. Und dann sprechen wir über ein paar Themen, die relevant sind in diesem Text. Gut, dann will ich nicht länger quasseln und nicht länger das Intro strecken, sondern gleich starten. Unsere heutige Folge heißt «Eine überraschende Begegnung». Heute Morgen ist der Jannik wie fast jeden Morgen durch die Berner Altstadt gelaufen. Fast eher gerannt, weil er natürlich mal wieder ein bisschen zu spät los ist. «Wo geht die Zeit noch mal her?» fragt er sich immer wieder. Er steht früh genug auf, nach dem Duschen hat er immer noch genug Zeit für ein gemütliches Morgen und er hat noch keinen Stress. Das ist aber der Zeitpunkt, wo er sein Handy vornimmt und sich auf Instagram ein bisschen verdörlet. Und plötzlich muss er pressieren, für rechtzeitig beim Arbeiten zu sein. Wo er heute also durch Bern gestresst ist, hat er auf einmal hinter sich eine Stimme gehört rufen. «Hey Jannik, bist du's?» Er hat sich sofort umgedreht und Simon auf Anhieb wiedererkannt. Mit ihm ist er fast 8 Jahre in die Schule, wo sie noch beide in einem kleinen Dorf weit weg von der Stadt gewohnt haben. Simon hat er alibimässig gefragt und hat angefangen zu lachen. «Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?» «Das muss eine Ewigkeit her sein», hat der Simon geantwortet und zu ihm aufgeholt. Zusammen sind sie jetzt die Pflastersteine durchaufgelaufen. «Was hast du all die Jahre gemacht?» hat der Simon neugierig gefragt und Jannik hat angefangen zu erzählen. «Ich habe ja den Gimmer in der Stadt gemacht, darum bin ich weg von Arni.
Dann habe ich Politikwissenschaften und Wirtschaft an der Uni studiert und bin hier geblieben. Ich habe einen guten Job in einem Büro gefunden und nebenbei habe ich mich gäng politisch ein bisschen engagiert. Die letzten paar Jahre habe ich mit einer Frau zusammen gewohnt, aber sie ist vor ein paar Monaten ausgezogen. Es hätte nicht sein. Darum bin ich jetzt gerade allein in meiner Dachwohnung hier in der Stadt. Und wie geht's dir? Mir geht's prima. Ich bin gäng noch im Dorf, habe dort das Geschäft von meinem Vater übernommen und bin letztes Jahr selber Vater geworden. Ich habe Maya geheiratet. Weisst sie, die mit uns in der Klasse war. Der Janik hat genau gewusst, wer Maya ist. Früher war nämlich gäng jeder Bub vor der Klasse in sie verliebt. Er auch. Und er ist ihr, glaube ich, auch mal auf Instagram gefolgt, bevor sie ihr Profil einmal einfach gelöscht hat. Ja, das tönt ja super, hat der Janik ehrlich gesagt. Die beiden haben weitergeplaudert und sich auf einen Kaffee beim Janik nach dem Feierabend verabredet. «Los, hier muss ich rein», hat der Janik vor einem grossen Bürogebäude gesagt. «Bis später. Es hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen.» So, das war der erste Text. Und lasst uns doch zuerst ein bisschen Wortschatz besprechen, der in diesem Text vorgekommen ist. Das erste Wort, das vorgekommen ist, war laufen. Heute ist der Janik wie fast jeden Morgen durch die Berner Altstadt gelaufen. Laufen ist die Grundform, das bedeutet gehen. Und ist gelaufen ist dann die Vergangenheit, also das Perfekt. Ich laufe, ich bin gelaufen. Aube ist ein sehr bernerisches Wort und das bedeutet jeweils. Zum Beispiel habe ich gesagt, das ist Aube der Zeitpunkt, wo er sein Handy vornimmt. Das ist jeweils der Zeitpunkt, an dem er ans Handy geht. Aube, also für eine Aktivität, die man immer in dieser Situation macht. Ein anderes Wort, das in Zürich beliebter ist amix. In Zürich würde man sagen, das ist amix der Zeitpunkt. Zum Morgen, das kennen sicher viele von euch. Zum Morgen ist das Frühstück. Sich verdörlen. Er verdörlet sich ein bisschen auf Instagram. Sich verdörlen, das bedeutet sich beschäftigen, aber mit etwas nicht sehr Nötigem. Einfach ein bisschen seine Zeit vertreiben. Und plötzlich muss er pressieren. Pressieren, das bedeutet sich beeilen. Er muss sich plötzlich beeilen. Ein wieder ganz typisches Wort, das ihr sicher auch schon gehört habt, ist schaffen. Auf Schweizerdeutsch sagt man nicht arbeiten oder jedenfalls eher selten. Man sagt ich gehe arbeiten oder ich tue arbeiten, arbeiten. Genau. Dann, hier. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Nicht mehr, das bedeutet nicht mehr. Nicht mehr. Dann haben sie gesagt, sie sind die Stadt oder die Pflastersteine hinaufgelaufen. Hinauf, da gibt es viele, viele Wörter dafür. Ich habe hier drauf verwendet. Drauf. Es gibt auch das Wort opsi oder einfach ufe. Alle bedeuten hinauf. Gäng. Gäng bedeutet immer. Auch hier wieder, Gäng ist sehr berndeutsch. Andere sagen auch hier amix. Ist auch möglich. Einisch bedeutet einmal.
Und plaudere, das bedeutet plaudern. Das konntest du wahrscheinlich erahnen. Das Kaffee, das ist der Kaffee. Sie haben sich auf einen Kaffee beim Jannik verabredet. Dieser Aktivität zusammen einen Kaffee trinken kann man auch Kaffeele sagen. Wir machen das im Schweizerdeutschen sehr viel, dass wir ein Le an ein Nomen anfügen und dann daraus ein Verb machen, eine Aktivität machen. Zum Beispiel die Sonne, Sonne und dann mit Le, Sünnele bedeutet in der Sonne liegen und Sonne tanzen. Oder was fällt mir noch ein? Die Kartoffel, der Herdöpfel. Herdöpfele bedeutet Kartoffeln ernten, also die Herdöpfel, die Kartoffeln aus der Erde ziehen und ernten. So ist es auch mit Kaffee. Das Kaffee ist das Nomen und Kaffele, das Verb, die Aktivität, zusammen einen Kaffee trinken. Dann hatten wir auch in diesem Text nochmal das Verb lose. Das habe ich dir ja schon am Anfang als im Intro erzählt. Lose bedeutet zuhören. Schauen wir uns doch am Beispiel von einigen Sätzen an, wie aus Hochdeutsch oder aus Standarddeutsch Schweizerdeutsch wird. Ich möchte als Beispiel diesen Satz nehmen. Ich habe ja das Gymnasium in der Stadt gemacht, deshalb bin ich von Arni weggegangen. Danach habe ich Politikwissenschaften und Wirtschaft an der Universität studiert und bin hier geblieben. Den ersten Schritt, den wir machen können, um diesen Satz schweizerischer klingen zu lassen, ist, die Artikel zu verkürzen. Der wird zu der, die wird zu d und das wird zu z. Also es wird eigentlich immer mindestens ein Buchstabe weggelassen und der Artikel somit verkürzt. Also wir haben hier zum Beispiel das Gymnasium, in der Stadt, an der Universität und so weiter. Als zweites können wir alle E-Laute weglassen, die nicht zu einem Wortstamm gehören. Auch die Vorsilbe G im Partizip 2 in der Vergangenheit wird verkürzt. Aus gemacht wird somit gemacht und aus weggegangen wird weggegangen. Weiter Verbendungen en, also zum Beispiel im Infinitiv, in der Wir-Form oder in der Sie-Form oder auch als Partizip 2, die werden zu e verkürzt, ausgesprochen als offenes ä. Auch bei den Nomen wird die Endung en immer zu ä. Also wir haben zum Beispiel aus weggangen, was wir da noch dieses en haben, wird weggangen. Politikwissenschaften wird zu Politikwissenschaften und bleiben, geblieben wird bliebe. Genau. Konsonanten am Ende von kürzeren Wörtern werden oft weggelassen. Da ist es zum Teil abhängig vom Dialekt, ob mehr oder weniger Konsonanten weggelassen werden. In Bern wird ich meistens zu e, also da werden die Konsonanten alle weggelassen. In Zürich bleibt ich auch ich. Anders ausgesprochen ich, aber geschrieben immer noch gleich. Alle Konsonanten sind da. Genau. Also ich würde jetzt in diesem Satz ändern. Hab wird zu ha, bin wird zu b, in wird zu i,
hier wird zu hier, an wird zu a. Was sich meistens auch sehr verändert von den Nomen, vom Hochdeutschen zum Schweizerdeutschen, sind die Konnektoren. Deshalb gibt es zum Beispiel nicht im Schweizerdeutschen. Im Schweizerdeutschen gibt es eigentlich nur das Darum, das verkürzt wird zu Drum. Danach gibt es auch nicht, danach sagen wir när. Und so, wenn wir all diese Regeln anwenden, haben wir am Schluss das Gymnasium in der Stadt gemacht, darum bin ich von Arni weggegangen, näher habe ich Politikwissenschaften und Wirtschaft an der Universität studiert und bin hier geblieben. Zur Aussprache noch ein kleiner Hinweis, diese offenen Es oder eben Äs werden je nach Dialekt mehr oder weniger als Ä ausgesprochen. Es wird trotzdem meistens oder fast immer ein E geschrieben. Also ich schreibe weggange, aber ich spreche weggange. Oft werden auch doppelte Vokale separat betont. Zum Beispiel in studiert, da sage ich studiert, oder in hier, da betone ich auch das I und dann das E als A, hier. Vokale aus zwei verschiedenen Wörtern wiederum, die können gebunden werden. HE kann als Hani gesprochen werden. Es wird also ein N quasi als Bindungsglied eingefügt. Genau. In diesem Text haben wir ja viel die Vergangenheitsform gehört. Wenn ihr über vergangene Lebensabschnitte berichten wollt auf Schweizerdeutsch, dann gibt es da ein paar Wörter, die sehr hilfreich sind. Zuerst bedeutet zuerst, när danach, vorher davor und später später. Im Schweizerdeutschen gibt es nur eine Vergangenheitsform und nämlich das Perfekt. Es gibt keine Präteritumsform. Wir haben immer das Hilfsverb ha oder bi plus vielleicht das Bindeglied n, hani. Also das i ist dann schon die Person. Und am Schluss das Partizip 2. Ich ha oder ich bi. Dann zum Partizip oder zur Partizipbildung. Wir haben da mehrere Gruppen. Die Hauptgruppe ist eigentlich, dass wir die Vorsilbe g haben, nur g, nicht g, und dann eine Endung t oder e. Zum Beispiel aus ich lache wird ich ha gelacht oder ich schreibe wird ich ha geschrieben. Bei Verben mit P, T, B, G, Z, K und untrennbaren Vorsilben gibt es dieses G nicht am Anfang. Also ich parkiere wird zu ich habe parkiert, ich bringe zu ich habe gebracht, ich gewinne zu ich habe gewonnen, ich treffe zu ich habe getroffen, ich zahle zu ich habe gezahlt, ich verstehe zu ich habe verstanden. Anders ist es bei trennbaren Verben. Hier wird ein G, auch wieder nur das G und nicht das GE, zwischen die Vorsilbe und den Stamm geschoben. Ich schlafe ein wird also zu ich bin eingeschlafen. Ich mache mit zu ich habe mitgemacht. Und wichtig zu wissen, Modalverben haben kein Partizip 2. Da wird immer der Infinitiv als Partizip quasi verwendet. Ich muss wird zu ich ha müssen. Ich ha zu ich ha können. Auch hier wieder, wir sind uns aus dem Standarddeutschen gewohnt, dass wir bei Modalverben das Präteritum verwenden
aber es gibt kein Präteritum im Schweizerdeutschen. Bei Modalverben haben wir hier also diese Sonderform mit Person, Hilfsverb und dann der Infinitiv. Genau. Das ist, was ich dir erzählen wollte zu diesem kurzen Text, eine überraschende Begegnung. Ich bin gespannt, was du für ein Feedback hast zu dieser ersten Podcast-Folge und ob du Lust hast, bald eine nächste Folge zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüss zusammen und merci vielmals.